Ja, wir sind hier. Wir feiern heute zusammen Gottesdienst. Ich freue mich sehr. Wir sind ja in dieser Predigtserie unterwegs. Die Story vom Kreuz. Das ist eine Geschichte, die hat gespielt vor etwa 2000 Jahren. Und es ist ja berechtigt, dass wir heute fragen, was hat das Ganze mit mir zu tun? Was hat das mit mir zu tun, dass damals irgend so ein Wanderprediger unterwegs war und dann wurde er halt hingerichtet? Das gab es damals ja zuhauf. Was hat das heute mit mir zu tun? Und das ist so unser nächster Schritt. Wir haben noch eine Predigt am nächsten Sonntag in dieser Serie, die Story vom Kreuz. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, mein Herz ist richtig voll. Ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen. Es gäbe noch so viel weiteres, was wir darüber erzählen könnten. Es gibt so viele spannende Texte im Alten Testament. Zum Beispiel Jesus, das perfekte Passalam oder das Zeichen des Jona, 3 Tage im Fisch und noch viele weitere Texte. Ich würde mega gerne in die Evangelien hereingehen und dort zusammen lesen, wie sich das eins nach dem anderen abgespielt hat, was da vor sich in dieser Stadt passiert ist. Oder auch einfach zu schauen, die Worte von Jesus am Kreuz, so unglaublich spannend. Und dann die Auferstehung. Also wir sind eigentlich noch lange nicht fertig, aber wir haben heute die Zeit, einfach einen Blick auf das zu werfen, was am Kreuz passiert ist. Und es ist so ein Blick darauf, das sehr deutlich zeigt, was diese 2000 Jahre alte Geschichte heute im Hier und Jetzt im Embracher Tal mit uns zu tun hat. Und das Thema, was eigentlich über dem Ganzen steht, was da am Kreuz passiert ist, könnten wir sagen, es hat mit Stellvertretung zu tun. Viele kennen das, wir reden oft davon, dass Jesus am Kreuz wie die Stellvertretung für uns eingenommen hat. Und so ein Aspekt davon ist, er ist quasi an unserer Stelle gestorben. Er hat an unserer Stelle unsere bösen Dinge, unsere Schuld oder unsere Sünde, wie die Bibel das nennt, auf sich genommen. Er hat unseren Platz eingenommen und hat dafür das Gericht Gottes über sich ergehen lassen, den Zorn Gottes auf sich wirken lassen, ist dafür am Kreuz gestorben. Es hat wie ein Tausch stattgefunden. Man könnte sich das gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal auch so Gangsterfilme schaut. Und jetzt stellt euch vor, ihr hättet einen Zwillingsgeschwister, das genau gleich aussieht wie ihr. Aber es ist nicht so nett und freundlich wie ihr, sondern ist irgendwie dem Finsteren verfallen, ist ein Verbrecher geworden, sogar ein Mörder und wird jetzt von irgend so einer Spezialeinheit verfolgt, um gefasst zu werden und Rechenschaft zu üben, vors Gericht zu bringen. Und plötzlich klopft dieser Zwillingsgeschwister an die Tür von eurer Wohnung. Ihr macht auf, lasst ihn herein und ihr merkt, jetzt wird er am nächsten Moment erwischt. Und schnell versteckt ihr ihn in eurem Schlafzimmer und im nächsten Moment, wenn die Tür eingeschlagen wird, steht ihr da mit dem Mantel eures Zwillingsgeschwisters, werdet festgenommen, abgeführt, vielleicht sogar die Todesstrafe und sterbt für euren Zwillingsgeschwister. Und ihr habt so die Hoffnung, oder, dass vielleicht er dann noch Jesus kennenlernen könnte oder so. Und deshalb nehmt ihr seine Stellung ein. Das ist so an seiner Stelle. Man sagt dem auch, man sieht es nicht so gut, exkludierend. Also Jesus stirbt für mich am Kreuz und das schließt mich aus. Ich bin dann nicht mehr am Kreuz, ich darf die Stellung von Jesus einnehmen. Wir haben schon ein Stück darüber nachgedacht, was da passiert, aber es gibt auch noch eine andere Art von Stellvertretung. Manchmal lesen wir davon, dass Jesus auch so wie ein hoher Priester für uns ist. Und diejenigen, die das Alte Testament ein bisschen kennen, die wissen, dass der hohe Priester derjenige ist, der quasi stellvertretend für das Volk zum Beispiel ins Allerheiligste gegangen ist, um Gott zu begegnen. Aber wenn der hohe Priester dort ist, ist das nicht exkludierend, sind die anderen nicht ausgeschlossen, sondern sind sie wie eingeschlossen, inkludiert. Also in dem, dass der hohe Priester dort steht, ist das ganze Volk mit zusammengefasst. Und wenn der betet Gott um Vergebung und um Versöhnung wieder, dann geschieht das nicht nur ihm, sondern in ihm geschieht es auch dem ganzen Volk. Es gibt tatsächlich auch so eine Art von Stellvertretung, die am Kreuz geschehen ist. Und da wollen wir heute darüber nachdenken. Es ist gar nicht so einfach zu verstehen, weil ich habe den Eindruck so, dass wir stehen hin,
Jesus nimmt unsere Schuld auf sich und es findet ein Tausch statt. Das passt irgendwie zum Denken unserer individualistischen Gesellschaft, oder? Einer tauscht für den anderen. Es wird wieder so wie es findet ein Tausch statt. Aber so das Gemeinschaftliche, das andere, einer steht stellvertretend für alle und in ihm sind alle zusammengefasst. Das ist etwas, das ist unserem Denken irgendwie wie ein bisschen fremd. Vielleicht kennt ihr das auch aus so Filmen, wenn irgendwie so Mafia-Clans gegeneinander kämpfen, dann stellt einer irgendetwas Blödes an, so richtig peinlich, und das zieht dann den Namen der ganzen Familie in den Dreck, oder? Das ist alle mit hineingenommen. Oder einer macht eine fantastische Heldentat. Das ist der Name der ganzen Familie. Wow, der ist dann plötzlich sehr groß und wichtig und hoch, oder? So können wir uns das ein bisschen vorstellen. Und am Kreuz findet genau so etwas auch statt. Also Jesus stirbt, wenn man das ganz kurz sagen kann, nicht nur für uns, sondern irgendwie auch mit uns. Und dem wollen wir heute nachspüren. Es gibt verschiedene Aspekte davon. Heute bringe ich euch 3 Aspekte mit. Seid ihr bereit? Es braucht ein bisschen Mitdenken. Der erste Aspekt ist folgender. Wir sind ja auch am Lesen im Römerbrief. Paulus beschreibt da kurz in wenigen Kapiteln unglaublich viel darüber, was das Kreuz bedeutet. Wir haben letzten Sonntag gelesen, Römer Kapitel 5 ab Vers 1. Und ein bisschen später im Kapitel 5 wird das gezeigt. Paulus beschreibt dort, dass es ganz am Anfang so wie eine Geschichte gab. Es war die Welt da. Und jetzt hat Gott einen Menschen in diese Welt hineingesetzt, den Adam, so wie die Wurzel gesetzt. Und die Bibel beschreibt, dass wir Menschen irgendwie alle mit diesem Adam zusammenhängen. Von dieser Wurzel ist der ganze Baum der Menschheit gewachsen. Und wir sind irgendwo ein Blatt da oben. So kann man sich das gut vorstellen. Wir sind wie miteinander verbunden. Das ist wie auch etwas, wo man mit hineingenommen ist. Das heißt, wir sind auch alle irgendwo verwandt miteinander und so weiter. Jetzt ist es aber ja so, dass die Bibel auch beschreibt, dass durch diesen Adam die Sünde, die Schuld in die Welt hineingekommen ist. Oder mit anderen Worten gesagt, Adam war derjenige, der gesagt hat, ich brauche Gott nicht. Ich stelle mich eigentlich über Gott. Ich will es selber besser wissen. Und so dieser Urgedanke, der bis heute in der Menschheit vorhanden ist, wir wissen es ohne Gott besser. Wir können ohne ihn einen Weg finden. Wir brauchen ihn gar nicht. Das hat wie die ganze Menschheit vergiftet. Also dieses Gift, das durch Adam in die Menschheit gekommen ist, hat Auswirkungen bis heute. Und wir sind irgendwie verhangen in dieses Aspekt drin, oder? Der ganze Baum ist wie ein Stück weit verfault, stinkig geworden. Und jetzt schreibt Paulus, als Jesus auf die Welt gekommen ist einer gekommen, der war ein bisschen schon vor Adam eigentlich existent. Jesus war ja ganz Gott. Der hat schon vor Adam existiert. Das ist eine Wurzel, die greift eigentlich noch tiefer als diese Wurzel von Adam. Vielleicht sieht man das da ein bisschen. Eine Wurzel, die noch weiter von unten kommt und die etwas in diesen Baum hineinbringt, was auch die ganze Menschheit umfasst. Und was die ganze Menschheit mit hineinnimmt. Und ich will euch ermutigen, mal den ganzen Aspekt zu lesen in Römer 5. Ich habe die Bibelstellen auch im Handout hingeschrieben. Einen Vers dazu, in Römer 5, Vers 15. Dort heißt es dann quasi so wie als Schlussfolgerung, denn durch das Vergehen des einen, Adam, wurde die gesamte Menschheit dem Tod ausgeliefert. Aber durch Jesus Christus, diesen einen Menschen, haben alle in überreichem Maß Gottes Barmherzigkeit und Liebe erfahren. Also diese Wurzel Jesus ist mächtiger, stärker, kraftvoller als dieser erste Adam. Und in Jesus, in dem, was in Jesus passiert, sind wir Menschen wie mit hineingenommen. Wir sind nicht irgendwie außen vor gelassen, sondern in dem, was da passiert, sind wir mit hineingenommen, in dem, was Jesus wirkt. Und Jesus quasi wirklich, in diesem einen Menschen haben alle in überreichem Maß Gottes Barmherzigkeit und Liebe erfahren. In diesem Jesus kann jeder Mensch, der irgendwo auf der Welt lebt, die Barmherzigkeit und Liebe von Gott persönlich erfahren. Also so ein Aspekt, von dem mit hineingenommen werden. Es gibt auch einen zweiten Aspekt, den wir heute so wie beleuchten wollen. Und zwar am Kreuz leidet Jesus nicht nur für uns,
sondern auch mit uns Menschen. Und das ist ein absolut spannender Punkt, weil heute denken viele Menschen, ja, was ist da am Kreuz passiert? Das ist schon ein bisschen eine strube Geschichte, dieser Jesus irgendwie, was? Der soll wirklich da hingerichtet worden sein, Gott gequält und gemartert. Braucht man das überhaupt? Was hat das mit mir zu tun? Und wir wollen ja auch in dieser Predigtserie darüber nachdenken, wie wir mit Menschen über dieses Thema sprechen können, für die das Kreuz, die das gar nicht verstehen. Vielleicht bist du heute auch hier und denkst, ja, das ist mir alles ein bisschen suspekt mit dem Kreuz und so weiter. Und dieser eine Aspekt, Jesus identifiziert sich am Kreuz mit unserem Leid. Ich glaube, das ist etwas, das kann man absolut gut nachvollziehen, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken. Weil wir sprechen davon, dass Gott ein liebender Gott ist. Die Bibel berichtet von einem liebenden Gott. Gott stellt sich uns vor als Gott, der Liebe ist, im Kern, im Wesen ausmacht. Und jetzt denken wir mal darüber nach, wie Liebe funktioniert. Liebe bedeutet eigentlich, wenn ich jemanden liebe und der leidet, identifiziere ich mich immer ein Stück weit mit diesem Leid. Ich mache ein paar Beispiele. Wenn meine Frau jetzt irgendeine seelische Not hat, dann interessiere ich mich dafür und es betrifft dann irgendwie auch meine Seele. Ich leide mit, meine Seele leidet mit. Wenn ich völlig gleichgültig wäre, ja, dann könnte sie mir zu Recht vorwerfen, dass ich sie nicht so liebe, oder? Ein anderes Beispiel, wieder Actionfilm oder was auch immer. Und jetzt, ein guter Freund von dir ist auf der Flucht. Zu Unrecht wird er verfolgt von bösen Verbrecherbanden und die wollen ihn erschießen. Und jetzt klopft er wieder an deine Tür. Und in diesem Moment hast du die Möglichkeit zu entscheiden, wenn du ihn hereinlässt, weil du ihn liebst. Dann kannst du ihn versuchen zu verstecken, aber in dem Moment begibst du dich mit ihm in Gefahr. Du kannst auch die Tür zumachen und sagen, hau ab, ich will nichts mit dem zu tun haben. Aber in dem Moment, wo du dich seiner Not annimmst, bist du wie ein Stück weit mit hineingenommen in diese Gefahr, in diese Not und in dieses Leiden. Ein drittes Beispiel. Viele von euch sind Eltern, andere können sich das auch gut vorstellen. Jetzt hast du plötzlich so ein kleines Baby in der Hand. Völlig unselbstständig, nicht nur relativ, völlig unselbstständig, voll auf dich angewiesen. Abhängig, 100% abhängig. Und logisch, das Ziel von Erziehung ist es, in die Selbstständigkeit, die Mündigkeit hinein zu begleiten. Man hat Zeit, oder? Und jetzt, als Eltern ist für dich klar, du liebst dieses kleine Geschöpf, das dir anvertraut ist, so fest, dass du bereit bist, den größten Teil, viele Jahre lang, deine Freiheit eigentlich zu opfern und dich selber abhängig zu machen. Für dieses kleine Geschöpf. Also mit anderen Worten, Liebe bedeutet, dass man sich mit dem Leid von denen, die man liebt, identifiziert. Dass man sich sogar hineingibt. Und jetzt könnten wir sagen, wenn Gott uns Menschen wirklich liebt, dann wäre es ja komisch, wenn er einfach gleichgültig unserem Leid gegenübersteht. Und das tat er aber nicht, sondern am Kreuz hat sich Jesus mit unseren Leiden identifiziert. Jesus ist nicht nur für uns gestorben, sondern er ist auch mit uns gestorben. Und vielleicht diskutiert ihr manchmal auch mit Menschen bei der Kaffeepause, die sagen dann euch so, ja, weißt du, das mit der Religion und dem Christentum und so, das ist schon spannend, schon interessant, aber weißt du, am Schluss führt ihr alles ans gleiche Ort, ist eigentlich alles das Gleiche, ist wahrscheinlich der gleiche Gott, der sich einfach auf unterschiedliche Art und Weise zeigt. Und ich bin überzeugt, dass das stimmt nicht. Weil im Kern gibt es so große Unterschiede. Also ich kenne keine andere Religion, in der Gott selbst Mensch wird und mit den Menschen mitleidet. Also ihr könnt mich belehren, vielleicht gibt es das ja, aber ich kenne es einfach nicht. Aber ja, ihr könnt dann sagen, ja, alles gleich, alles gleich. Wo gibt es denn auch einen Gott? Das ist nicht nur etwas, das am Rand vom Christentum irgendwie geschrieben steht, sondern etwas, was im Kern Gott ausmacht, dass er kommt und mit uns Menschen quasi mitleidet. Als Jesus auf die Welt gekommen ist, heißt es da so ganz kurz, er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Wer hätte gedacht, dass Jesus Niedrige erhöht
wertschätzt, stärkt, sie rettet, indem er sich selbst vom himmlischen Thron hinabstoßen lässt. Oder wer hätte gedacht, dass genau das passiert, dass die Mächtigen quasi von ihren Thronen hinabgestoßen werden, bloßgestellt werden, indem Jesus sich von ihnen ans Kreuz hinausstoßen ließ. Und ich finde das unglaublich spannend, dass wir einen Gott haben, der mit uns mitleidet. Wenn Jesus am Kreuz ausgegrenzt wird, dann identifiziert er sich in diesem Moment mit den Ausgegrenzten in dieser Welt. Wenn Jesus Gewalt am Kreuz erträgt und erleidet, leidet er mit den vielen Unterdrückten mit in dieser Welt. Und wenn Jesus misshandelt wird, stellt er sich an die Seite von misshandelten Menschen. Und ich weiß nicht, wie viel Leid ihr kennt aus dem eigenen Leben, aber was macht das für einen Unterschied, einen Gott zu kennen, der diese Not kennt, der dieses Leid kennt und sich an die Seite stellt. Wie ermutigend ist das? In Hebräer 4, Vers 15, dort heißt es von diesem Jesus, der da auch dieser hohe Priester für uns alle quasi genannt wird. Dort heißt es, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Vielleicht kommt dir auch in dem Moment so irgendetwas in den Sinn, wo du Leid erfährst oder erfahren hast und wissen darfst, Jesus kennt das. Er ist nicht irgendwo weit weg auf einer Wolke und schaut herab auf die Menschen, oh die Armen, sondern er ist gekommen und identifiziert sich mit deinem Leid. Er kennt das. Er hat Mitleid, er leidet mit. Wo gibt es einen Gott, der das macht? Ich finde das verrückt. Wir gehen zu einem dritten Aspekt davon, dass am Kreuz nicht nur stattfindet, dass Jesus für uns etwas macht, sondern mit uns. Und jetzt wird es ganz verrückt. Also wir lesen weiter jetzt im Römer Kapitel 6, dort beschreibt Paulus das alles und erklärt es. Und mir geht es jedes Mal so, wenn ich das lese, irgendwie habe ich das Gefühl, im Kopf verstehe ich es. Aber was das wirklich bedeutet, so im Herzen, ich habe das Gefühl, es ist eigentlich zu groß, um zu verstehen. In Epheser 1,18 sagt Paulus, wir brauchen den Heiligen Geist, dass er die Augen unseres Herzens öffnet. Und ich glaube, für diese Textstelle brauchen wir auch den Heiligen Geist, dass er uns das wie ins Herz hineinschreibt, dass wir ein Stück mehr davon begreifen dürfen. Das ist auch mein Gebet, wenn wir in diese Textstelle hineingehen. Jesus soll uns das erleuchten. Vielleicht im Kopf verstehen wir es einfach, aber was das wirklich bedeutet, ich finde das unheimlich krass. Weil da steht eigentlich, beschreibt Paulus, dass nicht nur Jesus sich am Kreuz mit dem Leid der Menschen identifiziert, sondern dass wir uns mit Jesus identifizieren, der am Kreuz stirbt und leidet. Mit anderen Worten, Paulus beschreibt, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir ihn ins Leben aufnehmen, dann sind wir eigentlich in diesem Moment wie mit Jesus zusammen. Wir werden mit ihm mitgekreuzigt. Wir sind mit ihm mitgestorben. Wir sind mit ihm mitbegraben. Aber wir sind auch mit ihm mit auferstanden. Und Paulus beschreibt das nicht nur in einer symbolischen Art und Weise, sondern dass wir irgendwie real mit Jesus da verbunden sind. Ich finde, das ist etwas fast Unfassbares. Aber der Heilige Geist möge es schenken, dass wir ein Stück davon verstehen. Wir lesen diesen kurzen Abschnitt oder einen Auszug aus diesem Abschnitt. Lesen wir mal, das ist ein ganzen Abschnitt, das ist wirklich verrückt, das ist Kapitel 6 im Römerbrief. Da wird das beschrieben. Wir starten in Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Also Paulus spricht hier Christen an. Er sagt, Leute, ihr habt ja zum Glauben an Gott gefunden und zu diesem quasi Bekehrung gehört die Taufe mit dazu. Also für Paulus gehört das so wie fix zusammen. Es ist wie die Bekehrung zu Gott finden, ihn ins Leben aufnehmen, sich taufen zu lassen, ist so wie ein großer gemeinsamer Schritt. Bei uns liegt das manchmal weit auseinander.
irgendwie interessanterweise. Ich weiß nicht genau wieso, aber eigentlich ist es normal, wenn jemand sagt, doch, ich will an diesen Jesus glauben, dann lässt man sich taufen. Wir werden im April wieder Taufen feiern miteinander. Die nächste Gelegenheit steht schon vor der Tür. Und also wenn Paulus jetzt hier schreibt, dass wir quasi auf den Tod getauft sind, dann beschreibt er damit etwas, was stattfindet, wenn ein Mensch sein Leben für Jesus öffnet, Jesus ins Leben einlädt. Das findet dann wie statt und wird in der Taufe wie real durchlebt. Und ihr werdet gleich sehen, wieso. Also das Erste, was er ja hier schreibt, ist, dass man in der Taufe wie im Tod mit Jesus verbunden ist. Und ich weiß nicht, wie ihr euch Taufe vorstellt. Mit dem Wort Taufe ist eigentlich Untertauchen gemeint. Und wir machen die Taufe ja so, da wird man unter das Wasser runtergetaucht. Ich habe zum Glück alle Taufen, die ich erlebt habe, sind die Leute wieder heraufgekommen. Weil unter dem Wasser ist der Ort des Todes. Also real. Wenn man da unten bleibt, lebt man irgendwann bald nicht mehr. Das ist nicht so lustig. Das ist nicht zu empfehlen. Also in der Taufe wird eigentlich durchlebt ein Sterben. Und man ist wie, also begraben werden ist man unter der Erde, aber man ist wie unter dem Wasser. Also es findet irgendwie real irgend so eine Art Tod statt. Und jetzt ist ja auch interessant, oder es gibt manchmal Theologen oder Leute, die sagen, ja, Jesus am Kreuz, der war wahrscheinlich gar nicht wirklich tot, es war so ein Scheintod oder eine tiefe Bewusstlosigkeit. Es gibt verschiedene Theorien, weil nachher haben sie ihn dann ins Grab gelegt und dann ist er ja wieder herausgekommen irgendwie, oder? Aber es ist, glaube ich, mega wichtig, die Bibel beschreibt, dass er tot war. Auch außerbiblische Quellen bezeugen, er wurde gekreuzigt. Und die Römer, die waren ja Profis im Kreuzigen. Jesus war bei weitem nicht der Einzige. Die haben ja nicht hunderttausende Leute wurden da gekreuzigt. Also das war eine richtige Hinrichtungsindustrie, könnte man fast sagen. Und wenn es heißt, einer wurde gekreuzigt, ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass die Römer das so lausig gemacht haben und der hing noch halb lebend irgendwie da und dann haben sie ihn wieder runtergenommen oder so. Und wir lesen dann ja auch von Jesus, dass da wirklich überprüft wurde, ob er tot war. Dann haben sie sich gefragt, ist jetzt der tot? Und dann hat der Hauptmann einen seinen Soldaten geschickt, der das überprüft hat, mit dem Speer in die Seiten und es ist Wasser und Blut herausgekommen. Könnt ihr mal googeln, wieso das beweist eigentlich, dass ein Leichnam dann tot ist, oder? Wenn nicht nur Blut herausspritzt. Und der Hauptmann ist dann auch gegangen und wir lesen, dass er das dem Pilatus bezeugt hat. Er hat gesagt, ja, der ist wirklich tot. Und dann haben sie den Leichnam freigegeben, dass man den in ein Grab hineinlegen konnte. Also Jesus ist wirklich gestorben. Und Paulus sagt jetzt, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir uns taufen lassen, sind wir auch wie real mit Jesus gestorben. Es ist nicht nur symbolisch irgendwie, sondern irgendwie sind wir da mit Jesus verwoben und nicht in irgendeinen eigenen Tod, sondern wirklich so in den Tod von Jesus. Wir taufen ja auch auf den Namen von Jesus, oder? Und wir sind in den Tod von Jesus wie mit verbunden. Aber dabei bleibt es ja dann nicht. Also Paulus schreibt dann weiter, wir wollen heute auch nicht nur vom Tod reden, die ganze Zeit. Damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Also jetzt beschreibt er, dass man eben nicht unter dem Wasser bleibt, dass Jesus nicht tot geblieben ist, auferstanden ist, lebendig geworden. Er wurde real von ganz vielen Menschen gesehen, die haben gesagt, ich kann euch erzählen, was ich von diesem Jesus erlebt habe, was er erzählt hat, wie ich ihm begegnet bin. Und Paulus beschreibt jetzt, dass wir, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir uns taufen lassen, nicht nur mit Jesus sterben, sondern auch mit ihm auferstehen. Also wir sind auch mit ihm verbunden in eine Art neues Leben. Und wenn er hier schreibt, hier von einer Neuheit des Lebens, dann merken wir, dass Gott am Wirken ist, weil Gott ist derjenige, der spricht und es wird, der aus dem Nichts Dinge ins Dasein ruft. Und es heißt, er macht neues Leben, da macht Gott wirklich etwas neu. Es ist nicht nur symbolisch, sondern es ist real ein neues Leben entstanden. Eine Art neues Leben, eigentlich auch unfassbar. Weil einige von euch waren, die meisten schon an Taufen dabei. Meistens oder normalerweise sieht derjenige, der unter das Wasser geht, genau gleich aus wie der raufkommt, oder? Und nicht, oh, das ist nicht was neu, was soll da neu geworden sein? Und irgendwie fragen wir uns, aber Paulus sagt, es ist wirklich etwas neu geworden. Es ist ein neues Leben geworden. Äußerlich die gleiche Hülle, sage ich mal, aber innerlich
ist etwas völlig Neues. Und für Paulus ist dann ganz klar, er kommt später noch mehr darauf, es hat Auswirkungen. Als neuer Mensch lebt man auch neu, wandelt man anders, ist man anders unterwegs. Und in Paulus merkt man, das ist ihm so richtig wichtig, es geht ihm darum zu zeigen, es ist nicht nur symbolisch, irgendwie mystisch oder so, sondern es geschieht real. Wir sind so ganz mit Jesus verwoben. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir heute im Jahr 2000 im Embrachertal sind verwoben, was mit diesem Jesus vor 2000 Jahren in Jerusalem am Kreuz passiert ist. Er schreibt dann weiter, denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit seiner Auferstehung sein. Wir sind verwachsen und verbunden im Sterben, aber auch im Auferstehen. Also dieses Verwachsensein, das macht es so richtig bildlich, oder? Irgendwie verbunden. Wir haben vorher das Bild von einem Baum gehabt, oder ja, so zusammengehörig, untrennbar eigentlich, unzertrennlich. Mit anderen Worten, das, was da am Kreuz geschieht, wenn wir an Jesus glauben, passiert das auch mit uns. Er stirbt nicht nur für uns, sondern irgendwie auch mit uns. Oder wir mit ihm, er mit uns. Das ist hochspannend. Dann heißt es weiter im Vers 6, da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sein soll, dass wir der Sünde nicht mehr dienen oder Sklaven seien, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Also das gibt jetzt ganz verschiedene Aspekte, die Paulus dann erklärt, was das für einen Unterschied ausmacht. Und ich weiß nicht, wie gut ihr euch auskennt mit dem Sklavenwesen. Das ist ein Bild, das Paulus jetzt hier braucht. Damals war das ja weit verbreitet. Viele hatten Sklaven oder waren sogar Sklaven. Ihr habt wahrscheinlich keinen Sklaven zu Hause oder seid auch kein Sklave. Ich glaube, wir können uns das gar nicht recht vorstellen, was es bedeutet, ein Sklave zu sein. Das bedeutet ja, man gehört nicht sich selber. Man gehört jemandem, oder? Und der kann bestimmen über einem, was man macht, den ganzen Tag lang, vom Morgen bis zum Abend und am Feierabend auch noch. Und in der Nacht auch noch, wenn es nötig ist. Ich habe ein Zitat von William Matthews, einem Sklaven. Er beschreibt das Sklavendasein so. Er sagt, die Sklaven gingen in die Felder noch vor Sonnenaufgang und arbeiteten bis in die schwarze Nacht. Dann kamen sie nach Hause und mussten den Weg in ihre Häuser erspüren, ohne Licht. Vom Morgen bis zum Abend, 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr, macht man, was gesagt wird und darf nicht selber entscheiden. Ein anderer Sklave, Charles Ball, er sagt, als ich verkauft wurde, war ich nackt. Stellt euch das mal vor. Verkauft werden. Wie Ware, keine Würde. Oder Harriet Jacobs, eine Sklavin, eine Frau, sie sagt, Sklaverei ist schrecklich für Männer. Aber für Frauen ist sie noch viel schrecklicher. Ich glaube, ich muss nicht erklären, wieso. Sklave sein ist nicht so cool. Und jetzt die Bibel beschreibt, dass wir Menschen alle irgendwie Sklaven sind, dass wir alle getrieben sind von irgendwelchen Zielen, die wir haben im Leben, von diesen Dingen, die wir an unsere höchste Stelle setzen, von den Dingen, denen wir Bedeutung geben wollen, von irdischen Sachen. Oder kurz gesagt, wir sind Sklaven der Sünde. Wir jagen irgendwelchen Dingen nach und haben sie zu oberst, aber Gott nicht. Das ist so, wie Paulus beschreibt, das ist so wie Sklaverei. Und für die meisten Sklaven gab es nur eine Möglichkeit, davon loszukommen. Nämlich als sie gestorben sind. Dann gehörten sie nicht mehr ihrem Herr. Und jetzt schreibt Paulus, wir sind gestorben. Wir gehören nicht mehr diesem Sklavertreiber Sünde, der über uns herrscht. Wir gehören nicht mehr dieser Welt. Wir gehören nicht mehr diesen Mächten des Bösen, diesem Drang nach Selbstbestimmung,
Die Selbsterlösung, die wir suchen. Was auch immer es ist. Wir sind nicht mehr vor uns hergetrieben. Wir sind ja gestorben. Das ist wie im rechten Leben, oder? Wenn man stirbt, hat man keine Schulden mehr. Wir sind tatsächlich gestorben. Für die Leute damals war das absolut einleuchtend. Die wussten, was ein Sklave war. Man denkt, man ist gestorben, diesem Herrn, diesem irdischen Herr. Man ist frei. Freigesprochen. Was für eine schöne Folge von diesem Sterben mit Jesus. Freigesprochen von der Macht der Sünde, des Bösen oder sogar Satans. Dann im Vers 8 beschreibt er weiter, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, mitgestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Mitleben, mit auferstehen quasi. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal gestorben, der Sünde gestorben, was er aber lebt, lebt er Gott. Also Paulus erklärt es nochmals und nochmals, wir sind mitgestorben und mit auferstanden, es ist etwas völlig Neues geworden. Mit auferweckt, der Sklaventreiber, der Tod herrscht nicht mehr. Jetzt müssen wir noch darüber reden, wir sind ja tatsächlich noch in unserer alten Hülle, auch wenn wir an Jesus glauben und wir werden diesen irdischen Tod sterben, aber das ewige geistliche Leben haben wir bereits. Und das ist super cool, oder? Da müsst ihr mal 1. Korinther Kapitel 15 lesen, dort beschreibt es Paulus genau. Er sagt, wir leben jetzt so wie in einem Zelt und das richtige Haus bekommen wir dann, wo wir drin wohnen. Aber das Innere, die Seele, das ist neu, das ist neues Leben und das bleibt eigentlich, das Sterben ist gar kein Sterben, sondern es ist nur ein Wohnungsumzug. Einmal zügeln und dann ist man im Himmel. So beschreibt es Paulus im 1. Korinther 15, oder? Und ich glaube, er spürt, oder? Denjenigen, denen er das schreibt, die werden wahrscheinlich sagen, ja, das verstehen wir, aber es ist irgendwie so unfassbar. Ich, gestorben, da am Kreuz, auferstanden. Was machen wir mit dem? Und deshalb schreibt er dann im Vers 11, schreibt er ihnen so auch ihr, haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Und jetzt haben wir ein ganz spannendes Wort, das haltet euch, logizomai. Das kommt eigentlich aus der Buchführung. Und jetzt stellt euch, wir haben ja verschiedene Stories, die wir uns vorstellen. Stellt euch mal vor, ihr habt einen Marktstand. Verschiedene kennen das ja. Die Jungschi zum Beispiel, Weihnachtsmarkt mit den Zuckermandeln, oder? Und dann am Schluss macht man die Abrechnung. Das ist eigentlich gemeint mit diesem Wort. Man macht die Abrechnung, man berechnet es, man nimmt die Kasse. Es kann sein, dass man erschrickt, weil so viel plötzlich da ist, oder? Man macht die Abrechnung und die Zahl, die man dann hat, das ist wie eine neue Erkenntnis. Boah, so voll ist unsere Kasse, so cool. Aber der Fakt ist, real hat sich nichts geändert. Das Geld war ja schon von vorher da. Die Berechnung zeigt nur etwas, was aber schon da war. Oder? Das hat sich nicht verändert. Es ist nicht plötzlich Geld dazugekommen oder so. Und genau das meint Paulus, wenn er hier schreibt, haltet euch. Haltet euch. Das heißt, berechnet es immer wieder neu. Haltet es euch vor, macht diesen Abschluss. Vielleicht erschreckt ihr und denkt, boah, so krass, was alles da ist. Jedes Mal hat man das Gefühl, noch ein bisschen mehr. Aber es ist nicht etwas Neues, sondern es war vorher schon wie da. Und das ist so die Ermutigung, vielleicht auch unser Action-Step für heute, dass Paulus uns sagt, hey, haltet euch bewusst, der Sünde für Tod, aber Gott für Leben. Für Gott leben wir. Etwas völlig Neues ist da. Es ist vielleicht wichtig, das sich immer wieder zu sagen, diese Berechnung zu machen. Und dann kommt er zum Schluss, dass wenn wir nicht als Sklaven leben, sondern als Freie, sage ich mal, für Gott, dass das viel Auswirkungen auf unseren Lebenswandel hat. Vers 12, achtet darauf, dass euer vergänglicher Körper nicht von der Sünde beherrscht wird und ihr seinen Begierden nicht nachgebt. Also die Hülle ist noch alt, aber sie hat nicht mehr die Macht, oder? Die Begierden. Und Paulus beschreibt jetzt immer weiter, was das konkret bedeutet. Lest das doch einmal. Aber kurz zusammengefasst, ein neues Leben bedeutet auch ein neues Verhalten. Georg Müller, der bekannte Waisenhausvater, er beschreibt dies mit sehr treffenden Worten. Er hat das so gesagt: Es kam ein Tag in meinem Leben, wo ich starb. Ich starb dem eigenen Ich des Georg Müllers. Meine Meinung, meine Vorzüge, meinen Willen. Ich starb aus der Welt.
Es war mir ganz egal, wie die anderen über mich dachten. Ich starb dem Lob und der Beschuldigung und der Kritik. Seitdem versuche ich nichts anderes zu tun, als Gott zu gefallen. Das ganz kurz, ihr merkt, man könnte noch viel dazu sagen. Ganz kurz, was hat das uralte Kreuz, was da passiert ist, mit uns heute zu tun? Und jetzt für dich ganz konkret, was könnte das bedeuten? Vielleicht sagst du, ja, ich habe schon einiges von diesem Jesus gehört, von diesem Kreuz, aber so, dass ich quasi mein Leben Jesus anvertrauen kann und dann quasi wie mit Jesus sterbe und auferstehen kann, ein neues Leben bekommen kann, das möchte ich eigentlich mal erleben. Vielleicht ist es dran, einfach zu sagen, ich möchte mit diesem Jesus sein. Vielleicht bist du auch hier und sagst, ja, ich habe diesen Schritt mal gemacht, aber ich möchte das in der Taufe mal so wirklich durchleben, so wie das Paulus hier schreibt. Das gehört ja eigentlich zusammen. Es wird ja dann eigentlich wie am eigenen Leib erfahren. Vielleicht ist es dran, dass du dann im April dran bist. Komm doch auf mich zu. Oder eine dritte Möglichkeit, vielleicht sagst du, im Kopf verstehe ich das schon, aber was das wirklich bedeutet, vielleicht ein Teil auch im Herz, aber es kann doch noch viel mehr sein, dass wir wirklich verstehen, was wir da am Kreuz gestorben sind mit Jesus. Und ich möchte euch so einen kleinen Zettel mitgeben. Ich habe vorhin gefragt, dass der verteilt wird. Ihr bekommt den jetzt. Wer will, kann den mitnehmen und sonst dann liegen lassen. Da steht drauf, tot für die Sünde, lebendig für Gott. Und ich will euch ermutigen, mal eine Woche lang, jeden Tag, 5-mal, das bewusst euch vorzuhalten, für euer Leben zu berechnen. Ich bin der Sünde gestorben. Ich bin an diesem Kreuz mitgestorben. Mein altes Ego, mein altes Ich, meine egoistischen Wünsche, mein selber es schaffen wollen, ist da alles mitgestorben. Und ich lebe neu. Ich habe ein neues Leben. Ich bin lebendig für Gott. Paulus ermutigt die Römer, sich das vorzuhalten. Haltet euch für. Ich möchte euch ermutigen, eine Woche, 5-mal am Tag, das euch vorzuhalten, diese Berechnung zu machen und auf euch wirken zu lassen. Schaut ihr dieses Bild an vom Kreuz. Vielleicht war das bis jetzt für euch ein Bild, wo ihr euch an Jesus erinnert habt, wie er gestorben ist. Und das Kreuz ist leer, er ist auferstanden. Vielleicht darf das auch ein Bild werden dafür, für das eigene Mitsterben. An diesem Kreuz bin ich mit Jesus gestorben. Und das Kreuz ist leer. Er hat mir neues Leben geschenkt. Wir gehen jetzt in eine Zeit des Gebetes mit Musik, aber auch mit gesprochenem Gebet. Du darfst auch deine eigenen Worte an diesen Gott richten. Jesus, ich glaube, das ist für uns eigentlich unfassbar. Es ist uns zu hoch und zu groß, dass wir wie am Kreuz mit dir mitgestorben sind, mit begraben, mit auferstanden. Ich möchte dir Danke sagen, Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, für unsere Schuld, für unsere Sünden, dass wir es dir einfach abgeben dürfen. Und uns deine Stellung gibst, schenken willst. Deine Stellung der Gerechtigkeit, der Heiligkeit, die wir gar nicht verdient hätten. Aber ich will dir Danke sagen, dass am Kreuz nicht nur ein Tausch stattfindet, sondern dass auch eine tiefe Identifikation stattfindet, Jesus. Du identifizierst dich mit uns, mit unserem Leid. Und es ist ja interessant, dass du den Sieg errungen hast, nicht gegen das Leid, sondern durch das Leid hindurch. Und wenn du jetzt an einem Punkt auch irgendeine Art von Leid erfährst, dann darfst du wissen, Jesus leidet mit. Er kennt es. Er weiß, wie es sich anfühlt. Er stellt sich an deine Seite. Wir wissen manchmal nicht, wieso es sein muss. Aber wir wissen, dass wir nicht allein sind. Er führt und leitet uns auch durchs dunkle Tal. Und ich finde es auch so schön, Jesus, dass wir einfach zu dir kommen können, dass wir sagen können, ja,
In dem Moment, wo wir dich ins Leben aufnehmen, hängen wir unser altes Ich ans Kreuz. Wir sind mit dir mitgestorben. Unser Ego hängen wir ans Kreuz. Unsere bösen Gedanken, unsere Selbstsucht, unseren Erfolgsdrang, diese ständige Suche nach Bedeutung irgendwo in diesen irdischen Dingen, hängen wir alles ans Kreuz und dem sterben wir. Wir sind mit dir gestorben. Es wird beschrieben, dass wir mit dir begraben sind, Jesus. Und dann auferstanden, dass du ein neues Leben schenkst. Ein Leben, das nicht von Sklaventreibern abhängig ist, sondern ein Leben, das von dir, Gott, abhängig ist. Der du alles gibst, was wir brauchen. Und wir müssen nicht irdischen Dingen nachjagen, wir dürfen ganz in dir sein, in dir verborgen sein, zu dir gehören.